Hey, da bist du wieder. Ich freue mich, dass du heute wieder das Video anschaust, denn ich habe dir ja gestern versprochen, dass es heute wieder ein Märchen gibt. Und das ist ein ganz besonders tolles Märchen. Mach's dir schön gemütlich und hör mal, was passiert ist. Es war einmal Dornröschen. Das Märchen handelt von einem König und seiner Königin, die sich unbedingt ein Kind wünschen. Lange Zeit bekommen sie aber keins. Als die Königin eines Tages am Teich beim Baden sitzt, taucht ein Frosch auf, der ihr verspricht, dass sie innerhalb von einem Jahr ein Kind bekommen wird. Genau das passiert auch. Die Königin bekommt eine Tochter, die so wunderschön ist, dass der König aus lauter Freude ein großes Fest gibt. Dazu will er auch die weisen Frauen des Landes einladen, damit sie das Kind auf dessen Lebensweg immer unterstützen. 13 weise Frauen gibt es insgesamt. Weil der König aber nur 12 Teller und 12-mal Messer und Gabel und 12 Becher hat, lädt er auch nur 12 der 13 Frauen ein, also eine zu wenig. Es ist ein tolles Fest und als es vorbei ist, beschenken die Frauen das Mädchen mit all ihren Gaben. Sie treten hervor und wünschen dem Mädchen Schönheit, Reichtum und alles Gute. Plötzlich kommt die 13. Frau. Sie ist sehr böse, weil sie nicht eingeladen worden ist. Die Königstochter soll sich in ihrem 15. Jahr an einer Spindel stechen und tot umfallen, sagt sie und stapft wütend davon. Die 12. Frau hat keine Möglichkeit, den Zauberspruch aufzuheben, aber sie versucht, ihn mit ihrer Gabe einzuschränken. Es soll aber kein Tod sein, sondern ein 100-jähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt, sagt die 12. Frau. Der König erlässt den Befehl, dass alle Spindeln im ganzen Königreich vernichtet oder versteckt werden. Alle anderen Wünsche der weisen Frauen wurden bei dem Mädchen erfüllt. Sie ist wunderschön, klug und freundlich. Ein Mädchen, das man einfach gerne haben muss. Als das Mädchen 15 Jahre alt wird, sind der König und die Königin nicht zu Hause. Das Mädchen steigt eine Wendeltreppe hoch in einen Turm. Dort sitzt eine Frau mit einer Spindel. »Guten Tag, du altes Mütterchen«, sagt die Königstochter. »Was machst du da?« »Ich spinne«, sagt die alte Frau. »Was ist das für ein Ding, was da so lustig rumspringt?«, fragt das Mädchen. Sie nimmt die Spindel und kaum hat sie angerührt, geht der Zauberspruch in Erfüllung. Das Mädchen sticht sich in den Finger. Sie fällt auf das Bett und in einen tiefen Schlaf. Dieser Schlaf verbreitet sich über das ganze Schloss. Der König und die Königin, die gerade nach Hause gekommen sind, schlafen. Der Koch und der Küchenjunge schlafen. Die Hunde und die Tauben, alle schlafen. Der Braten am Spieß dreht sich nicht mehr. Und auch der Wind steht still. Rings um das Schloss wächst eine Dornenhecke, die jedes Jahr höher wird. Im ganzen Land hört man von der hübschen, schlafenden Königstochter und viele junge Männer versuchen, in das Schloss einzudringen. Aber sie schaffen es nicht, weil die Dornen der Hecke sich vor ihnen zusammenschließen und sie nicht in das Schloss lassen. Die Jungen sterben in den Dornen der Hecke. Einer aber sagt trotzdem: »Ich fürchte mich nicht, ich will hinaus und das schöne Dornröschen sehen.« Gerade als der Junge zu der hübschen Königstochter aufbrechen will, sind die 100 Jahre vorbei. Als der Königssohn sich der Dornenhecke nähert, sind dort lauter schöne Blumen. Sie öffnen sich und machen eine Gasse für den jungen Mann. Als er in dem Hof des Schlosses steht, schließen sie sich wieder.
Der Königssohn sieht alle Menschen, Tiere und Gegenstände auf dem Schloss schlafen. Er findet den Turm, in dem Dornröschen schläft. Er sieht sie und findet sie wunderschön. Der Königssohn gibt Dornröschen einen Kuss. Mua. Sie öffnet die Augen und blickt ihn freundlich an. Nach und nach erwachen alle Menschen und Tiere und Gegenstände auf dem Schloss. Es ist so, als hätten sie nie geschlafen. Die Hochzeit des Königssohns und Dornröschen wird ganz groß und schön gefeiert. Die beiden haben ein glückliches Leben zusammen. Das ist das Märchen von Dornröschen. Und morgen gibt's wieder Musik, und zwar von ganz bestimmten Tieren. Ich glaube, der gehört auch dazu, mein Lieblingsbär. Und die können was ganz Besonderes. Was das ist, willst du wissen? Keine Sorge, das verrate ich dir morgen. Bis dahin alles Gute und wir sehen uns. Dein Björn.